So einen Kackhaufen habe ich gekauft. Und ich habe es mega lustig gefunden, dass alle Mädchen sind reingekommen, das gesehen haben und gesagt haben, ich will sticht. Hey, ich bin Anna Zöllig, treffe für dich die nächste bekannte Persönlichkeit. Und die Person, die ich heute treffe, die liebt Walliser Raclette. Sie ist auch Walliserin. Dann hat sie gerne den Bündner Dialekt zum Hören. Und sie hat Tiere sehr gerne. Elefanten, Katzen, Hunde und so weiter. Hoi, Stefanie Heinzmann. Hallo! Wo bist du gerade? Ich bin tatsächlich gerade in Berlin. Ich sehe von meinem Fenster aus den Fernsehturm Berlin. Du bist gerade in einem Hotelzimmer, wie das aussieht. Ja, ich habe das Bett versucht zu verstecken. Das Bett, ein Ort, wo man ja durchaus auch gerne sein kann. Dazu meine erste Frage, nicht zum Bett, sondern zum Ort, wo man gerne ist, zum Lieblingsort. Die Frage die kommt von der Diani, so heisst sie auf SRF Kids. Was ist dein Lieblingsort? Ich glaube, mein Lieblingsort ist der Kaschler. Das ist eine Alphütte von meinen Eltern. Und das ist der alte, das sind zwei Teile. Der alte Teil ist vom 16. Jahrhundert, so ganz eine alte Holzhütte. Und da ist ein neuer Teil abgebaut und ich liebe es, da Zeit zu verbringen. Die nächste Frage die kommt von der Selona und sie will wissen, wie würdest du dich nennen, wenn du Mitglied wärst da bei SRF Kids? Stiefelte. Erklär schnell, warum. So heisst ich auch auf Instagram. Und das ist so mein Spitzname schon als Kind, seitdem ich 12 bin. Meine Freunde damals haben mir immer Stiefelte gesagt. Und jetzt hat sich das so vereinzelt noch so ein bisschen mitgezogen. Also es gibt immer noch ein paar Kollegen und mittlerweile sogar in Deutschland, die mir Stiefel sagen. Ich finde ja irgendwie, es klingt herzig. Auch herzig ist der nächste Name aus dem Treff, das ist Schmetterling 5. Oh. Und sie will wissen, was bedeutet deine Tattoos. Hast du ja, glaube ich, doch ein paar. Man sieht jetzt zwar gar keins. Ja, also ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich die Sendezeit überschreiten. Machen wir es doch so. Eins, das du besonders gerne hast. Schau, das habe ich mega gerne. Das ist mein Schmetterling. Das passt ja zum Namen. Und er bedeutet für mich Veränderung. Also so ein Schmetterling kommt als Räuber zur Welt, muss sich durch einen unglaublich mühsamen Prozess verpuppen und machen. Und ich kann mir vorstellen, dass es überhaupt nicht so angenehm ist, wenn auf einmal irgendwelche Flügel aus dem Rücken rauswachsen. Und schlussendlich aber fliegt er als wunderschöner, bunter Schmetterling davon. Was ist die grösste Veränderung, die du gemacht hast bis jetzt in deinem Leben? Ja, also ich glaube, meine Haare sind definitiv eine. Also ich glaube, die abzurasieren war ein Schritt, wo ich sicher auch, ja nicht Angst, aber wenn ich nervös war. Und es hat sich herausgestellt als beste Entscheidung überhaupt. Ja, alle Fragen, die ich der Stefanie Heinzmann da stelle, übrigens, die kommen aus dem Treff. Der Treff, das ist der Ort auf srfkids.ch, wo du dich anmelden und bloggen und kommentieren. Und ich blogge eben auch etwa die und frage zum Beispiel nach Fragen an Stefanie Heinzmann. Bist du bereit für die nächste Frage? Voll. Ganz kurz, bist du in der Schule brav gewesen oder nicht so? Ja, sagen wir so, ich bin grundsätzlich brav gewesen, aber ich bin ein kleinerer Balken gewesen. Also ich habe gerne mit meinen Lehrern diskutiert. Und ich glaube, ich bin jeden meinen Lehrern recht auf den Keks gegangen. Das, was Jenny 07 will, wissen, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Was ist dein schlimmster Schulstreich? Ich habe einen einzigen Streich in meinem Leben gespielt. Einen einzigen. Ich habe in die Mädchen-Garderobe nach dem Sport ich habe so einen Fake-Hundehaufen, so einen Kackhaufen, habe ich gekauft. Und ich habe dann in der Mädchen-Garderobe irgendwas dort da und dann noch so Wasser drüber da. Und dann nachher gewartet und ich habe es mega lustig gefunden, dass alle Mädchen sind reingekommen, das gesehen haben und gesagt haben, ich will sticht. Ich habe es mega cool gefunden. Du bist ja auch in den Nachbarländern bekannt. Du bist vor allem auch in Deutschland bekannt worden erst. Mary Poppins, nimmt's Wunder, wärst du gerne auf der ganzen Welt berühmt? Ich glaube nicht im Fall. Ich glaube, dass es recht anstrengend ist. Also wenn ich in die Ferien gehe, dann kennt mich kein Mensch und da muss ich gar nicht mal so weit. Und ich glaube, wenn man einen auf der ganzen Welt erkennt, ich glaube, da hat man kein Leben mehr. Da ist man immer unter Beobachtung und ja, man hat nie Ferien. Und ich glaube, das war mir zu viel. Puma 9, nimmt's Wunder, was willst du in deinem Leben unbedingt noch machen? Ich glaube, ich werde die Mami werden. Das wäre ganz schön. Aber das ist natürlich so ein Wunsch, den man nicht erzwingen kann. So vielleicht
Soll es auch nicht sein, das weiss ich natürlich jetzt noch nicht. Aber das wäre etwas, was ich wirklich gerne würde in meinem Leben noch erleben. Grosses Thema bei SRF Kids immer wieder einmal Mobbing und auch so ein bisschen negative Sachen. BMX 10 nimmt es Wunder. Bist du schon mal ausgebuht worden? Ja, also ja. Wie hat sich denn das für dich angefühlt? Ich stelle mir das schon nicht so lässig vor. Du stehst auf einer Bühne, präsentierst dich, willst dein Bestes geben und dann gibt es Leute, die irgendwie negativ sind zu dir. Also schön ist das nicht. Und früher habe ich viel schlechter damit umgehen. Dann habe ich das wirklich persönlich genommen. Aber ich glaube, ich habe einfach mit der Zeit realisiert, dass ich gebe mein Bestes und ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht jedem gefallen. Ich finde das mega wichtig, weil ich glaube wirklich, je eher, dass man das lehrt und wirklich versteht, dass man kann niemals allen gefallen. Es wird immer Menschen geben, die blöd finden, was du machst. Es sind so viele Menschen auf diesem Planeten und jeder hat eine andere Meinung und jeder findet andere Sachen gut. Es gibt einfach leider Menschen, die nicht so höflich sind und die müssen dem irgendwie Platz machen, aber das ist nicht so schlimm. Du solltest es einfach ignorieren. Frage zum Schluss hat auch mit dem Konzert zu tun. Sie kommt von der Landfrau 09. Trittst du noch auf nach der Pandemie? Ich hoffe so fest. Es ist für mich noch spannend, weil natürlich weiss man nicht so richtig, wie es weitergeht. Und ich hoffe ganz fest, dass wir die Pandemie alle gut überstehen. Weil ich muss sagen, meine Band und meine Crew, die vermisse ich unglaublich. Und auch so, dass wir im Publikum zusammen sind und zusammen singen und tanzen, einfach so das Lebendige, vermisse ich extrem fest. Also ich hoffe ja, dass ich das schon spiele wieder. Drück dir den Daumen, dass es bald wieder klappt und freue mich, wenn du wieder auftreten kannst. Und ich freue mich, wenn du daheim mir Fragen schickst für die nächste Folge von «Meine Frage an». Das kannst du jetzt machen auf srfkids.ch. Am besten meldest du dich dort an. Und nicht vergessen, auch ein Abo da bei YouTube bei SRF Kids.